Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Der White Rabbit. Er hüpft überall. Auch bei mir. Er hüpft überall in der Welt umeinander. Die Hase. Und ist irgendwie schon noch treffend, dass es jetzt eigentlich auch noch um die Hasenjagd geht, gell? Das Jahr. Es ist halt alles irgendwie morphogenetisch verbunden mit dem Resonanzgesetz. Das geht nicht anders. Auch ich bin seit ein paar Monaten wieder bei Alice im Wunderland. Ja, sollte man jetzt nicht unbedingt so MK-Ultra-mässig sehen. Weil bei mir ist es ein bisschen anders. Es geht um die Familie. Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Oder von Alice im Wunderland. Das kann eben auch real laufen. In einer guten Art. Maul auf. Maul auf 2020. Es gibt kein Jahr, wo man das Maul nicht so sollte auftun wie in diesem Jahr. Jeder Mensch, der für sich die Freiheit möchte haben und für seine Liebe, für seine Gemeinschaft, jeder Mensch ist jetzt aufgefordert, und das ist wirklich eine Sekunde vor 12. Eine Sekunde, nicht 5 Minuten. Aufgefordert, anzustehen. Es wird in Europa viele Kundgebungen geben, am 29.08. Nicht alle auf unserer Seite, weil das ganze System, das Programm, das hier abgeht, das hier durchgeführt wird, wo man nachlesen kann, öffentlich sogar, das ganze Programm hat Wirkungen. Und die sind in erster Linie psychologischer Natur und dann auch biologischer Natur. Breit und flächig wird das Volk psychologisch abgedrückt, niedergemacht, bis sie Ja sagen, bis sie erlöst werden von dem Quatsch, von dem Maskenquatsch, von dem Abstandquatsch, von dem nicht mehr sich verbinden können, in vielen Orten sich nicht mehr dürfen umarmen in einer Begrüßung und solche Sachen. Und ja, viele Menschen hinterschauen das ganze Teil nicht. Es ist ein Exosom, genannt Virus, mit einer ganz niedrigen Mortalitätsrate. Also die ist extrem niedrig. Auch das ist vorgesehen in dem Programm vom grossen Neustart. Das kann man nachlesen. Wenn es dann nachher nicht hilft, wenn sie noch nicht parieren, die Menschen, die sie als Viehherde anschauen, dann kommt ein anderes Exosom, genannt Virus, wo entwickelter ist und eine grössere Mortalitätsrate, eine deutlich grössere Mortalitätsrate wird hinterlassen. Das ist die Voraussicht. Das ist keine Prophezeiung. Das ist die Voraussicht, weil es im Programm steht. Es ist so. Wenn man all die Dinge anschaut, auch die Hotspots auf dieser Welt, die wirklich hässlich gross sind und wirklich Opfer gefordert haben, die alle haben 5G in absurder Stärke gehabt. Die alle. Solche Hotspots haben wir gar nie gehabt, weil wir das 5G so nicht haben. Aber das 4G langt eben auch. Und das 3G. Für viele schon. Nämlich für all die Vorbelasteten. Und die dann permanent in solchen Feldern drin sind.
Zum Beispiel in den meisten Altersheimen, Pflegeheimen, Intensivstationen, ja, oder Krankenhäuser allgemein. Es sind eben Krankenhäuser, keine Gesundheitshäuser. Und das sollte man mal sich ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Das ein bisschen hinterfragen, warum das Krankenhaus heisst und nicht Gesundheitshaus. Warum dass wir eine Krankenkasse haben, nicht eine Gesundheitskasse. Das sind schon Energien, die wirken und eben die Realität erschaffen. Wir haben eine Krankenkasse, weil wir damit die Kasse füttern von der Pharmaindustrie. Aus diesem Grund. Mit der Grundversicherung sollte in meinen Augen die natürliche Behandlungsart abgedeckt sein. Punkt 1 wäre, es wäre in den meisten Fällen um Welten billiger. Günstiger heisst das, nicht billiger in der Qualität, sondern günstiger. Und in den meisten Fällen hat man dann effektive Heilung auch, ohne Nebenwirkungen, wo man wiederum dann nachher müsste Heilung haben. Also die Kettenreaktion, die dann nachher nicht mehr aufhört, das Geld in die Kasse spült. Das findet so nicht statt und darum ist es eine kranke Versicherung. Dass man da muss noch Zusatzversicherungen zahlen muss, wenn man selber schon fast 500 Stutz zahlt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Geht nicht. Das System soll verschwinden. Es braucht einen Neustart. Es ist gar keine Frage. Und es ist jetzt der Augenblick. Sie haben das selber eingeläutet. Aber die Frage ist, wie wir den Wandel selber machen. Weil da braucht es jetzt uns. Wenn wir die Freiheit wollen, wenn wir wirklich den Wandel auf gute Schiene bringen wollen, dann braucht es uns. Niemand anders. Uns alle. Und nicht die Oligarchen und die herrenrasserischen Politiker da in Bern oben, die dann irgendwie wollen, diktieren. Nein, es braucht uns. Nicht das SWEF regiert die Schweiz. Obwohl der Frank A. Meyer, habe ich gerade heute gelesen, und ja, du steht im Blick. Stell dir vor, aber sehr ein interessanter Artikel. Schon selber findet, die Schweiz löst sich auf wie ein Stück Zucker im Tee. Ja, hat er nicht Unrecht. Da hat er gar nicht Unrecht. Und irgendwie ist mir nicht nur ein Gefühl herum, sondern ich sehe das rundum. Es sind ganz andere Staaten ebenso mit der genau gleichen Problematik. Und überall tun Politiker so weh, nichts wäre. Sie wissen aber Bescheid. Und sie wissen darum Bescheid, weil sie die Veranstaltungen besucht haben und mit diesen Leuten diskutiert haben. Sie wissen ganz genau Bescheid. Unsere Bundesräte wissen Bescheid, wie das Programm The Great Reset aussieht. Das wissen sie schon länger. Von dem haben sie schon eine Ahnung vor dem diesjährigen WEF. Und im diesjährigen WEF sind Direktiven gekommen. Jetzt müssen das. Das heisst, unser Bundesrat handelt bewusst, absichtlich. Und das ist Landesverrat. Das geht mit dem Schweizer System, das wir hier haben, überhaupt nicht. Gar nicht. Es geht beim C-Thema um etwas ganz anderes. Überhaupt nicht um Pandemie. Es geht um Plandemie. Und da sind Zweck und die Hintergründe und eben der Eigennutz wieder ganz klar. Nur die oberste Schicht soll absahnen. Alle anderen darunter sind entweder Sklavenhüter oder Sklavenjäger oder Sklavenaufseher. Und Sklaven, das ist dann eben, das ist das Vieh, das sie als Vieh betrachten. Und das sollen wir sein. Das hat jetzt zu ändern. Wenn die Herren, da sind auch Frauen dabei, wo man aber nicht mehr kann
Das geht so nicht. Nein, das geht so nicht. Das geht nicht, dass wir uns derart einfach über den Tisch ziehen lassen, unsere ganze Freiheit verlieren, unsere Gesundheit verlieren, ja, unsere Bewegungsfreiheit auch verlieren, nachher zwangsgeimpft werden, also genötigt werden, das ist ein Zwang, da müssen wir uns gar nicht vormachen. Wenn man sich nicht impfen würde, dann nachher so viele Sachen nicht mehr tun kann. Also man kann nicht mehr reisen, man kann nicht mehr in bestimmte Geschäfte gehen, man kann nicht mehr in ein Restaurant, man kann nicht mehr teilnehmen. Punkt. Das ist eine Nötigung wie ein Zwang. Und genau so läuft es jetzt auch ab mit der Maske. Man will uns schon daran gewöhnen, an die Situation, dass man sich so zu verhalten hat, zu unterwerfen hat. Das ist es, warum man Masken tragen müssen. Wenn man nur mal aufs Thema, wer es immer noch nicht weiss, solche Masken sind spätestens nach 5 Minuten ein Keim- und Bakterienschleuder. Und alle, die Masken anlegen, reden immer davon, ja, es ist ja nicht wegen mir, ich will ja mein Gegenüber schützen. Und genau das passiert nicht. Jeder Mensch ohne Maske schützt viel mehr sein Gegenüber als mit Maske. Ausser der Maskenträger oder die schnaufen gar nicht. Es geht alles da raus, da raus, da raus. Und dann haben wir überall, zum Beispiel in der ÖV oder auch in vielen Lokalen, Klimaanlagen. Das heisst, wir haben eine Thermik und wir haben eine Verwirbelung von der Innenluft. Und dann verteilt es die Bakterien überall. Und zum Beispiel jetzt in der ÖV und überall sonst auch, sind ein Haufen Menschen, die vorbelastet sind. Das sind nicht nur so Alte. Es hat auch Jüngere. Also ich gehöre jetzt zum Beispiel auch zu denen. Ich habe happige Vorbelastungen. Und ich wäre schon tot, wenn alles würde stimmen, wie da gesagt wird. Wäre schon längstens hinüber. Hallo. Nein, da schaut man für sein eigenes Immunsystem, für seine Immunkraft. Und das ist aber in jeder Zeit so, in jedem Jahr. Sie haben jetzt einfach die Influenza als C angestellt. Punkt. Und man sieht es ja an der Kurve. Die alljährlichen Grippetoten sind wie von Zauberhand einfach verschwunden. Also wir haben noch gut 400 Grippetote. Und sonst so 2000 und solche Sachen. Also, denkt selber. Und jetzt sind einfach 1700 irgendwas oder 800 vielleicht schon beim C-Thema gelandet. An dem sollen sie gestorben sein. Nein, Statistik ist heute nur noch eine Zahlenschieberei. Das ist nicht mehr ernst zu nehmen. So. Ausser man ist überwacht und schaut die wirklichen Rohdaten an. Und dann hat man eine Statistik, wo man sich ein bisschen darauf verlassen kann. Aber das wird heute nicht mehr so gemacht, weil Statistiken, das ist immer im Interesse vom Grosskonzern. Schließlich will er Geld verdienen. Der darf das und dies und jenes darf in der breiten Masse dann nicht gewusst werden. Und wird dann halt versteckt, verdeckt oder eben gerade umgekehrt und knallhart durchgelogen mit 180-Grad-Kehrung. Wir sind in einer ganz hässlichen Zeit und die Zeit ist entstanden wegen Kapitalismus, weil wir da keine Grenzen hatten, weil wir da kein Maß gefunden haben. Und da einfach einen Überkonsum in dieser ganzen Welt an den Tag gelegt haben. Dabei haben wir die ganze Erde eigentlich wirklich maßgeblich geschädigt, also wo wir einen Haufen Rückbau und Arbeit noch wird haben, um das wieder einigermaßen anzubringen. Also wir haben wirklich viel kaputt gemacht auf dieser Erde. Und wir haben etwas entwickelt in uns, in den Konsumgesellschaften, was ganz verderblich ist. Und das ist die Zucht. Die Konsumsucht. Man hat sich daran gewöhnt, dass man einfach so alles haben kann. Man hat das Geld, muss ja nichts dafür tun. Man kann ein bisschen Geld schieben.
Weil viele von uns haben viel verdient oder verdienen viel. Ja. Die aber allerdings auf die Dinge hinweisen, die haben ganz schnell nichts mehr. Also ich habe das seit 1992 nicht mehr. Und es sind dann ja immer Dinge bei jedem Mensch, der dann nichts mehr hat, der dann eigentlich danach schreit, einmal endlich aufgelöst zu werden. Die Wiedergutmachung vielleicht. Ja, das kommt jetzt Heineken gleich galant an. Nicht in den Sinn. Die denken gar nicht an das. Ja. Jeder Mensch hat einen Haufen verloren. Teilweise dann eben auch Gesundheit. Oder nicht selten, würde ich sogar sagen. Also die meisten, die ich kenne, die so Beispiele oder solche Erlebnisse hatten in ihrem Leben, haben dann eben auch Gesundheit verloren. Und wenn du dann schon ein angeschlagener Mensch bist oder ein bisschen schwächerer Mensch als andere biologisch, dann hast du dann eben schon Zweite gemacht. Ja. Das Leben ist ungerecht. Und das Leben ist scheiße. Auch. Und darum, wenn man das auch differenzieren kann, wird man immer im Leben auch das Schöne, das Lichtvolle, das Herzerfüllende auch können erleben, können sehen, ja, können mit integrieren ins eigene Dasein. Das ist etwas ganz Wichtiges in der heutigen Zeit, wo so dunkel auf uns zukommt, dass es ist so grusig. Und das Grusigste empfinde ich jetzt für mich, das Grusigste empfinde ich Massen selber, wo sich so billig über den Tisch ziehen lässt und sich nicht bequemt, die Informationen, die man ihnen sogar nachlegt, und sagt, hey, es ist im Fall nicht so, wie du meinst. Es ist so, schau mal rein, schau mal. Die Ablehnung, die Ignoranz, das finde ich das Allerschlimmste von der Masse. Und ich finde, da hat der Mensch an und für sich schon verloren. Es wird keine Menschheit mehr geben. Es wird in ein paar Generationen fertig sein mit wirklichen Menschen. Und das wird rasant, wird jetzt das zusammengestaucht, dass der Mensch selber zum Bioroboter wird. Das kann man ganz einfach machen mit der künstlichen Intelligenz und mit Chips und mit chemischen Zugaben. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist die Planung von dem ganzen Teil. Die digitale Identität. Kontrolle bis aufs Blut und jede Hundertstel Sekunde von dir. Von deinem Leben, von deiner Existenz. Du bist nie frei. Du bist immer irgendwie in einer Schlaufe drin. Und wenn dieser Schlaufe etwas auffällt, wo ihr nicht passt, gibt sie dir eine. Egal wo du bist. Es ist geplant. Es ist geplant, dass unsere Kinder keine Kinder mehr bekommen sollen. Das geht nicht. Und nein, ich lege jetzt euch nicht überall alle Quellen an. Ich habe jetzt das x-mal schon gemacht. Man hat es ja nicht einmal angeschaut und dann wird behauptet, dass ich die ganze Zeug erzähle, die keine Quellen haben, etc. Und wenn ich dann eine Quelle bringe, dann wird sie gerade runtergehackt. Nein, das ist nicht wegen mir, weil die Informationen nicht seriös oder glaubwürdig sind. Nein, überhaupt nicht. Das ist, weil ihr nicht schaut. Ich gebe immer Hinweise, wo was zu finden ist. Immer. Und wer zu faul ist, zum zu schauen, muss auch nicht ausrufen. Finde ich. Hat das Recht in meinen Augen. Wenn er schauen ist, dann kann man anhocken und darüber diskutieren. Ganz klar. Aber irgendwo
braucht es einfach ein bisschen Menschlichkeit. Und nicht so einen digitalen, linearen Wahnsinn. Es braucht Menschlichkeit. Und die ist fraktal. Die ist nicht linear. Ja, all die Unterschiede, das wird halt in der Schule nicht gelehrt. In der Schule wird nur das Systemkonforme übergebracht und das reingepaukt. Und das bitte auswendig lernen. Ja. Es gibt heute ein paar Schulen, sogar schon öffentliche, die ein bisschen Ansätze zeigen, wie man frei schulen kann. Wenn man das Kind selber lernen kann. Mit Freude. Nur mit Freude im Spiel lernt das Kind. Nur. Und nicht mit gerade anhocken und schön in der Reihe etc. Und so. Nein, das ist genau das, was das System will, schön in der Reihe sein. Und darum kommt die digitale Identität. Sie haben es nicht mehr im Griff. Sie haben es nicht mehr im Griff. Und sie werden es überhaupt nicht im Griff haben, wenn wir uns zusammentun. Für das braucht es aber alle. Und wenn das nicht stattfindet, dann werden nur zwei grosse Lager sein, die aufeinander losgehen. Das ist alles auch einkalkuliert. Das ist alles auch betont. Ist alles auch psychologisch hinterfragt und begründet. In dem ganzen Plan kann man alles nachlesen. Und ja, ich kann den Tipp geben, geht auf die Seite von dieberichterstatter.ch, da hat es genug Material, um wirklich wach werden. Ich sage dann einfach immer wieder, freie Medien statt Lücken und Lügen. Wir werden angelogen nach Strich und Faden und sie werden nicht einmal rot dabei. Man kann sie sogar direkt vor sich haben. Sie sind derart manipuliert, dass sie teilweise sogar glauben, was sie da durchziehen. Glauben wie das Mameli irgendwie, wo schon den Geist verloren hat und mit dem Lumpen unterwegs ist. Man sieht praktisch auch keine Medienleute, die nicht dir entgegenkommen mit Mikrofon und also wo ein Interview machen, wo keine Masken haben. Kann es nicht sein, oder? Ja. Es ist traurig, was aus dem Land geworden ist. Es ist traurig. Wir haben einen Bundesrat, der das Land verkauft. An global wirkende Oligarchen. Und wo denen regelrecht, also das darf man deutsch und deutlich sagen, in den Arsch kriecht. Ein Berse ist ein kompletter Pharma-Mafia-Lobby-Typ. Das ist eine Katastrophe. Und bei der Sommaruga kann man ja auch sehen, das ist unsere Bundespräsidentin zur Zeit. Das ist eine Sauerei, was die macht. Das ist unglaublich. Und die wird das nicht einmal als Sauerei selber erkennen. Weil sie so drin ist, aufgewachsen ist in dem ganzen Feld. Sie ist sogar familiär verbandelt mit dem Soros-Clan. Also Himmel, hey, also was braucht's alles noch, dass er erkennt, dass da immer die gleichen Leute eingesetzt sind oder weißt, von der gleichen Familie und dass da einfach nichts Gutes gemacht wird? Was braucht's dazu noch? So viele Menschen sind jetzt über den Jordan gegangen, isoliert, entfernt von ihren Lieben und Angehörigen. Hey, also, hallo.
So viele Kinder sind bereits schon traumatisiert. Wegen der Maske. Allein, weil sie es anschauen müssen. Da gibt es noch Eltern, die legen ihren kleinen Kindern die Masken an. Gibt es dann auch. Da muss man sich einmal ums Trauma fragen, wo bei den Eltern ist, dass die so einen Scheissdreck machen. Das ist unglaublich. Da wird gesagt, via Leitmedien, die Masken schützend. Nein, die schützen nicht, die schädigen das Umfeld und sich selber. Sie schädigen. Möglicherweise ist es eine Hilfe, wenn man alles mal aus den Leitmedien, wo gross dargestellt ist, einfach mal um 180 Grad kehrt im Denken. Und dann das mal anschaut, wer könnte da profitieren wollen? Wer denn? Die, wo der Bundesrat eben in anspricht. Wenn man so sagt. Wir brauchen keinen Bundesrat mit brauner Zunge. So faschistoid und totalitär, was da jetzt will eingerichtet werden, das brauchen wir in diesem Land nicht. In diesem Land hat es freie Menschen. In diesem Land stehen die freien Menschen an. Und jagen die davon. Ihr kennt die Hotel. Das ist eine Energie, das ist eine Sage, eine Geschichte vom Schiller. Aber es zeigt etwas. Nämlich unseren Charakter, den wir hier haben. Wir sind schon immer in einer sehr speziellen Lage gewesen. Auch 1848, wo man das Ganze dann nachher eigentlich dann verbrochen hat. Und seitdem hat man nicht mehr so ein gutes Gefühl von Freiheit. Aber wir sind immer inmitten von Monarchien gewesen, Diktatoren rundum. Wir haben uns das nicht mehr bieten lassen. Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie der Asterix und Obelix da, die Gallier, das Dorf. Wenn wir auch Europa anschauen und die Schweiz, dann sind wir auch in einem Dorf. Aber das haben wir in uns, das gehört zu uns als Schweizer. Die natürlich zugezogen sind, die haben das anders. Die sind zugezogen, die lernen jetzt da umzugehen mit der Kultur, die wir hier haben. Die es ernst meinen. Und die zugezogen sind und das nicht lernen wollen, die können auch wieder heimgehen. Weil, wo ich immer bin in der Welt, respektiere ich die Kultur von denen. Da will ich denen nichts aufzwingen. Und was jetzt gegenwärtig eben passiert, ist eben auch so etwas, oder, dass von außen eine Macht kommt und unsere Leitung, Staatsleitung so quasi, unterwirft sich dieser Macht. Macht Hofknicks und macht alles, was die will. Der Bundesrat ist wegen der Teilnahme an der Bilderberger Konferenzen und jetzt vor allem beim WEF auch in die Haftung zu nehmen. Weil aus diesen Gründen weiss er, was da geht. Und aus diesen Gründen kann man auch sagen, dass ein Berset zum Beispiel von Anfang an gelogen hat. Der hat genau gewusst, was er macht. Das kann man sagen. Und mit dem gesunden Menschenverstand weiss man dann sehr schnell, in welche Richtung das gehen soll. Wirkliche Sozialdemokraten hat die Schweiz, glaube ich, nicht mehr gross. Also ich wüsste es nicht, wer. Das wären nämlich die ich finde, ja, würde noch gehen. Nein, was aus der Roten geworden ist heute, das ist eine Katastrophe.
Das ist eine Katastrophe. Es hat mit sozial nichts mehr zu tun. Ist völlig irregeleitet. In meinen Augen. Ja. Und schauen Sie sich mal an. Ebenso sieht es bei den Grünen aus. Nein, für mich ist niemand, überhaupt niemand mehr, der in einer Partei ist, in einer politischen, die gegenwärtig da in der Welt ist, wählbar. Und dennoch, ja, muss man manchmal sagen, ja, lieber das kleinere Übel als das grössere. Das gibt es auch. Ja, gibt es auch. Doch jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir aufräumen müssen. Es braucht eine Absetzung vom Bundesrat und vom Parlament. Es braucht eine Übergangsregierung und es braucht ein neues Parlament. Das geht nicht anders. Das ist politisch nicht anders zu handeln. Wenn wir alle unsere Freiheit wieder zurück haben wir etwas dafür zu machen. Das heisst, wir müssen uns einsetzen dafür. Und das ist am 29. August einfach der Tag dazu, dass wir alle auf die Straße gehen. Für unsere Freiheit, für unsere Grundrechte. Und für unsere Gesundheit. Weil so, was jetzt läuft, seit Monaten, macht uns alle krank. Alle. Tutti. Wir brauchen die Lösung davon. Und die Lösung, für die müssen wir schauen. Da können wir nicht warten, bis da irgendwie der liebe Gott vom Himmel oben runterfährt auf seiner Kutsche und dann aufräumt. Nein. Für das haben wir den freien Willen. Für das haben wir anzustehen. Für das haben wir unsere Stimme zu erheben. Das ist Schweizer Charakter. Am 29. August in Zürich für die Schweiz. Das ist bis heute bekannt und ich glaube, das ändert gegenwärtig auch nicht. Helvetiaplatz. Und am 29. August, da gehen auch ein Haufen Schweizer, das weiss ich schon, in Berlin. Da wird sich halb Europa treffen und das wird Millionen geben. Millionen Menschen. Und da können wir auch in Zürich dafür schauen, dass wir viele sind. Es können nicht alle so weit reisen. Ich zum Beispiel habe das Geld dafür nicht. Kann es nicht. Hätte ich das Geld, ich wäre mit der ganzen Familie unterwegs. Ich würde wahrscheinlich auch auf Berlin. Ja, auch aus Interesse, dass man Aufnahmen machen kann, etc. und weitergehen. Klar, logisch. Und genauso interessiert mich Zürich. Wenn wir uns alle hier treffen in Zürich und uns Gehör verschaffen und eine Stimme werden, ist das schon gut. Und dass das nicht das letzte Mal wird sein, das ist mir auch klar. Ganz klar. Jetzt fängt es an. Jetzt müssen wir das einfach uns mal holen. Wieder. Was wir uns verdienen, können wir auch über, wenn wir etwas dafür tun. Und da braucht es sich jetzt. Punkt. Also 29.8. Nehmt euch das das Datum in eure Agenda rein. Überall schreiben es gross auf und bitte kommt. 29. August. Und lasst den Weisshals einfach ein bisschen weiter hoppeln, würde ich mal sagen. Ja? Danke.